Die Anzahl der gefangenen oder gestorbenen Akademiker in den chinesischen KZs ist nicht genau bekannt. Dr. Sachide Tursun, eine Ethnologin, ist eines der jüngsten Opfer des chinesischen Faschismus in Ostturkestan. Sie kam 1986 in Aksu zur Welt, erlangte als junge Erwachsene einen Abschluss an der Shaanxi-Universität in Ethnologie. Anschließend wurde sie von dem Max-Planck-Institut gefördert und beendete dort 2016 ihre Doktorarbeit. Im März 2017 reiste sie in ihre chinesische Heimat, um ihren kranken Vater zu besuchen, den sie seit Jahren nicht gesehen hat. Am Flughafen von Urumqi wurde sie direkt von der chinesischen Junta festgenommen und in ein Lager deportiert. Ihr armer Vater verstarb ebenfalls, ohne seine Tochter noch ein letztes Mal gesehen zu haben. Der australische Autor und ehemalige Diplomat Yang Hing-jun wird seit seiner Reise von New York nach China vermisst. Feng Chongyi, ein Akademiker und Bekannter des Vermissten, berichtete dem BBC, dass Yang letzten Samstag von New York nach Guangzhou flog und es seitdem kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben hat. Die chinesischen Behörden äußerten sich bisher nicht zu dem Fall, während die australischen Behörden für Wirtschafts- und Auslandsbeziehungen versuchen, mehr über den Verbleib Herrn Yangs herauszufinden. Yao Jing, der chinesische Konsul aus Islamabad, verkündete von Chinas Anerkennung der Taliban als politische Kraft. Pakistanischen Berichten zufolge lobte Jing auf einer Versammlung in Peshawar die Regierung in Islamabad für ihre Friedensbestrebungen in Afghanistan. Jing erklärte die Entscheidung Chinas mit der Teilnahme der Taliban am Friedensprozess, äußerte dennoch, dass der Staat einige Bedenken habe. Der türkische Präsident Erdogan erreichte vergangenen Mittwoch Moskau und traf sich zum ersten Mal im Jahr 2019 mit Putin. Die Präsidenten sollen sich über die Beziehungen ihrer Länder, nationale und internationale Themen, insbesondere jedoch über Syrien, beraten haben. Nach der Besprechung fand eine Pressekonferenz statt, auf welcher Putin den Rückzug der USA-Truppen aus Syrien als eine gute Entwicklung bezeichnete. Erdogan hingegen betonte, dass die USA für eine Schaffung einer Sicherheitszone in Syrien plädiert. Diesbezüglich gäbe es allerdings keine Differenzen mit Russland, jedoch würden die Zuständigen der beiden Länder nur noch gesondert über die Details beraten. Juan Guaidó, der Präsident der Nationalen Versammlung Venezuelas, leistete seinen Präsidentenschwur und nahm das Amt als vorübergehenden Präsidenten an. Daraufhin verlautbarte Trump seine Akzeptanz über die Ernennung. Alsbald verkündete der Präsident Venezuelas Maduro, sein Land werde alle diplomatischen Beziehungen zu den USA abbrechen und forderte alle amerikanischen Diplomaten auf, innerhalb von 72 Stunden das Land zu verlassen.